Und jetzt sind wir an den sensationellen Kleinknetener Langbett. Diese wahnsinnige Anlage hier hat sogar immer noch einen Eingang zur Einweihungskammer. Und hier kann man auch reinschauen und kann auch hier reingehen, beziehungsweise reinkriechen auf allen Vieren und kann hier diese Kammer von innen sich anschauen. Ganz schön groß, aber niedrig. Und auch das soll eine Einweihungskammer gewesen sein, die später dann natürlich als Grabanlage genutzt worden ist.